Du hast einen neuen Freund. Wenn Jesus dein Freund wird, hast du einen Freund, der ist immer bei dir, der steht immer zu dir und er ist immer da 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 und er ist immer da. Amen? Nee, ist krass. Und dann habe ich festgestellt, ich habe nicht nur einen guten Freund, sondern plötzlich habe ich auch Feinde. Feinde und ich habe gar nichts falsch gemacht. Wenn du zum Glauben Jesus findest, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe keine Demo gemacht, ich habe keine Revolte gemacht, ich habe keine Bombe geworfen, ich habe dein Kind nicht gekidnappt. Du machst als Christ gar nichts, ganz interessant, und plötzlich hast du Anfechtungen, Versuchungen, die hattest du vorher nicht. Du hast einen besten Freund und plötzlich krasse Feinde und plötzlich merkst du, es gibt eine Dimension in der unsichtbaren Welt. Von dem habe ich gehört, aber jetzt habe ich das gespürt und ganz konkret erlebt. Und es ist interessant, dass Gott in unser Leben hinein durch den Heiligen Geist immer wieder Punkte legt und sagt, halt an dem fest, glaub an das, hör auf mit den Sorgen und nichtsdestotrotz werde ich mit deinem Leben dennoch und trotzdem zum Ziel kommen. Und jetzt zitiert Gott einen Brief an die Gemeinde von Smyrna. Also Gott diktiert diesen ganzen Brief und ich möchte ganz kurz eine Sache bitten. Du findest in Smyrna nicht eine Kritik. Nicht eine Sache, wo Gott sagt, das geht mir so ein bisschen auf den Senkel. Achte mal, was Gott der Gemeinde in Smyrna diktiert. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Smyrna. Das ist die Botschaft des Ersten und des Letzten, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Ich weiß von deinen Leiden und von deiner Armut, aber du bist reich. Ich kenne den Spott derer, die gegen dich arbeiten, die sich als Juden ausgeben, es aber nicht sind, weil ihre Synagoge eine Synagoge des Satans ist. Fürchte dich nicht vor dem Leiden, die dir bevorstehen. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen und euch versuchen. Ihr werdet 10 Tage lang verfolgt werden. Bleibe treu bis zum Tod, dann will ich dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. So, Gott diktiert einen Brief Satz für Satz in einen Kontext hinein. Und ich finde das mega, mega krass, wie akribisch Gott gewisse Details rausnimmt. Und wenn wir nicht verstehen, was war Smyrna, wo ist es gewesen, machen viele Textabschnitte keinen Sinn. Ich habe ein Bild mitgebracht, dass du weißt, wo ist Smyrna. Es ist ein bisschen oberhalb von Ephesus oder unterhalb, je nachdem, wie du die Karte drehst, oder? Aber man sieht, das ist am Hafen, das ist schon match entscheidend. Und ich beginne. Und ich werde heute Satz für Satz aus der Offenbarung vorlesen. Und ich möchte euch heute sagen, wie im Flugzeug, schnallt euch an, denn wir gehen eine halbe Stunde durch ein paar interessantes Gefilde. Are you ready? Offenbarung 2, Vers 8. Aus der Hoffnung für alle, beim Luther ist es nicht besser. An der Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Und alleine das Wort Smyrna heißt übersetzt Bitterkeit oder Myrrhe. Also in dieser Stadt gab es Heilung, Wunder, aber es gab auch etwas sehr, sehr Bitteres. Und Gott sagt, der Name der Stadt ist schon bereits Programm. Und jetzt gehe ich euch ganz kurz hinein in die Stadt, wie hat sie funktioniert, weil wenn man nicht weiß, wie ist die Stadt aufgebaut, dann machen viele Textabschnitte aus der Offenbarung keinen Sinn. Smyrna war eine eifrige Hafenstadt. Die haben 25.000 Einwohner gehabt. Das kannst du dir vorstellen, eine klitzekleine Stadt. Ephesus war 170.000. Und Smyrna war eine kleine, wunderschöne, prunke Stadt. Sie war eines Tages am Boden zerstört und man hat sie wieder aufgebaut als klein, aber oho, etwa wie die Stadt Zürich. Smyrna ist, man sagt, die modernste Stadt der damaligen Zeit. Ich habe das schon gesagt, man hat sie nochmals neu aufgebaut durch die Römer. Es war auch das Zentrum von Medizin und Wissenschaft. Also Medizin und Wissenschaft war Smyrna Number One. Und jeder Schweizer zuckt zusammen und denkt, ja, wer kann dann die Krankenkassenprämie noch bezahlen? Gute Frage, danke, hast mich gefragt. Der Punkt war gewesen, die Römer haben gesagt,
wir werden euch Finanzen geben für die Medizin, aber es gibt eine Sache dafür. Ist ja nichts gratis, ist ja ein Geben und Nehmen. Dafür müsst ihr unseren Kaiser für immer anbeten, sonst könnt ihr das Geld vergessen. Das nächste kannst du dir mal vorstellen, wie so Nordkorea. Man hat geglaubt, dass der Kaiser ist Gott. Wie in Nordkorea gibt es in den Geschichtsbüchern, wenn du in Nordkorea in die Schule gehst, gibt es Geschichtsbücher, wenn du nicht den Chef anbetest von Nordkorea, dann geht die Sonne nicht auf. Und das war der Glaube dazu mal auch gewesen, ein bisschen in Smyrna. Smyrna gab es viele Götzen und Tempelstatuen. Ehrlich gesagt, das gibt es überall, das ist nicht spektakulär. Und jetzt kommt ein krasser Punkt. Alle Einwohner mussten einmal im Jahr dem Kaiser Weihrauch bringen. Und es wurde genau aufgeschrieben, wer war da und wer von euch kam nicht. Und wehe, du kamst nicht, dann haben wir mehr als ein Problem. Dann müssen wir über dein Leben sprechen, ob du noch leben willst oder morgen tot sein willst. Smyrna gab es auch ein Gilde, das war eine Gewerkschaft, auch das ist wichtig, die haben alles kontrolliert. Also warst du nicht in der Gewerkschaft, konntest du kein Business machen. Und jetzt in diesen Kontext hinein schreibt Gott einen Brief an Smyrna, an Frauen und Männer, die gläubig sind, die Jesus lieben, die haben den besten Freund entdeckt, ihre Sünden wurden vergeben, sie haben nichts Falsches gemacht, keine Demo, keine Revolte, kein Kidnapping, keine Bombe, einfach gar nichts. Sie haben Jesus Christus als den Herrn und Erlöser entdeckt. Vers 8. An einen Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Diese Botschaft kommt von dem, der zugleich der Erste und der Letzte ist. Und Gott sagt, was auch immer du in deinem Leben durchläufst, das musst du gut hören. Wenn du sagst, das Leben ist nicht fair, wieso habe ich Leid als ein Christ, wieso bin ich krank als ein Christ, obwohl es ja auch Theologen gibt, jeder Christ ist gesund und reich und wohlhabend. Und Gott sagt zu dir, hey, hör mal gut zu, ich habe dich geformt im Leib der Mutter und ich war der Erste. Und ich werde auch der Letzte sein, der über deinem Leben entscheiden wird. Und der Rest dazwischen ist Geschmackssache. Der Tod war und er wurde wieder lebendig. Smyrna war am Boden zerstört. Und Gott hat gesagt, so wie die Stadt zerstört gewesen ist und man hat sie wunderschön aufgebaut, bin ich nicht der Gott, der noch immer aus dem Tod Leben bewirkt. Zeichen und Wunder ist noch immer meine Visitenkarte. Smyrna, hör nicht auf zu vergessen. Ich kann in einem Moment dein Leben neu erwecken. Ich habe einen Mann getroffen, mega Gentleman. Ich habe ihm gesagt, du bist so höflich, so freundlich, so liebenswürdig, so einfühlsam. Ich habe ihm gesagt, du bist eine richtig geile Socke. Dann schaut er mich an und sagt, ja, Leo, wo du recht hast, hast du recht. Aber du kennst nur die erlöste Version. Hättest du mich kennengelernt vor 20 Jahren, drogenabhängig, meine Ehe betrogen, meine Ehe verlassen, alle Freundschaften, kriminell, war im Gefängnis, die Version war die unerlöste Version. Und wir alle sind hier drin auch online. Ich schaue euch heute an als die erlöste, beste Version. Vers 9. Ich kenne die Verfolgung, die du ertragen musst. Warum musste ein Christ in Smyrna Verfolgung ertragen? Ich habe es gesagt. Wenn du Christ gewesen warst in Smyrna, musst du jedes Jahr ein Weihrauch bringen dem Kaiser. Und das war eine Declaration, eine Botschaft. Es gibt nur einen Namen im Universum, der erlöst und vergibt, und das ist der Cäsar. Und du konntest als Christ, ich spreche nicht von Corona-Impfmeinung, du konntest da das nicht machen. Und dein Name war nicht eingetragen und alle haben gewusst, das gibt mächtig Problem im nächsten Jahr. Ich habe eine ganz, ganz einfache Illu. Das sind so 2 Dosen, oder?
Von außen erkennst du nicht, ich sage mal, das sind so zwei Christen oder Christen. Du erkennst die Christen von außen nicht. Also Christen sind von außen Christen, oder? Sondern wie erkennst du, ob etwas, der Inhalt auch funktioniert? Ganz einfach. Wenn Druck kommt und wenn man Druck ausübt auf einer so Dose, wenn man Druck ausübt, geht es kaputt, wenn nichts drin ist. Wenn du voll gefüllt bist von Gott und es kommt Druck hinein, dann kann man stehen, wie du willst, und es geht nicht kaputt. Siehst du das? Und Gott sagt zu Smyrna, hey, sorry, ich habe nichts zu kritisieren. Du bist so on fire, so radikal für Jesus. Ich bringe Verfolgung, aber ihr sagt den Glauben nicht ab. Und es ist nicht so, heutzutage sagen Leute zu mir, Leo, wie kann ich an einen liebenden Gott glauben, der dieses Leiden zulässt? Und wenn du die Welt anschaust, dann siehst du die Macht der Sünde. Die Macht der Sünde bedeutet so krass, ein Leben ohne Gott ist eine Katastrophe. Und Gott sagt zu Smyrna, als Druck auf dich kam, wegen diesem Kaiseredikt, hast du deine Knie nicht gebeugt. Jetzt geht es weiter, Vers 9. Ich weiß, in welcher Armut du lebst, doch in Wirklichkeit bist du reich. Und was ist geschehen? Weil die Christen sich nicht gebeugt haben von Cäsar, haben das die Gewerkschaften gehört und haben gesagt, wir machen mit Christen kein Business. Wer kennt das? Machst ein Statement über LGBTQIA+, und deine Schokolade wird nicht mehr verkauft. Genau das Gleiche. Wir werden heute gemobbt als Christen, nur weil du eine andere Meinung hast. Und jetzt kann man sagen, okay, der Glaube ist Privatsache, geht euch nichts mehr an. Dann sagt Gott, nein, das funktioniert nicht, weil der Glaube, das Evangelium wird verkündigt werden zu Zeit oder zu Unzeiten, damit Menschen zum Glauben kommen. Das Wort Gottes kommt aus der Predigt, man verkündet es. Und die Christen in Smyrna, weil sie sich nicht niedergebeugt haben, waren sie wirtschaftlich total am Ende. Und jetzt sagt Gott, auch wenn du niemals eine großartige Firma aufbauen kannst in Smyrna, es muss gut zuhören, ihr seid reich an Vergebung, an Gnade, an Hoffnung, an Glaube. Ja, mit dem hat man noch keinen Kaffee getrunken, ja, ich weiß. Aber es ist eine Freude in dir, die dir niemand in dieser Welt jemals stehlen kann. Vers 9c, ich habe es aufgeteilt. Mir ist auch nicht entgangen, wie bösartig euch die Leute verleugnen, die sich als Juden ausgeben, in Wirklichkeit aber die Gehilfen des Satans sind. Dieser Text ist ein bisschen schwierig zu verstehen, wenn man den Kontext von Smyrna nicht versteht. Also, are you ready? In Smyrna gab es eine Ausnahme, dass du nicht den Kaiser anbeten musstest, wenn du ein Jude gewesen bist. Die Synagoge war riesig gewesen in Smyrna. Und wenn du ein Jude gewesen bist, musst du dich nicht dem Kaiser unterordnen. Du hattest einen Freibrief. Das Volk Gottes ist das Volk Gottes, aber liebe Leute, das Volk Gottes ist nicht ohne Fehler. Das ist mir mega wichtig. Man kann sehr einseitig werden und blind werden. Und ich sage euch eine Sache und bitte haltet euch am Stuhl fest. Es kamen Juden zum Glauben an Jesus. Und die Juden haben gesagt, nein, Jesus ist nicht der Messias. Ihr seid total falsch. Und wo die Juden gehört haben, dass Juden zum Glauben kamen, haben sie beim Römer verpfiffen. Unsere Brüder, unsere Schwester. Und die Bibel sagt, ihr wart Gehilfe vom Satan. Ich habe mir überlegt, was ist denn das heutzutage bei uns? Sekteninfo. Von der Landeskirche genau gleich. Hat das Gefühl, wir sind die Christen, wir sind der Hüter vom Glauben, lesen nicht mal die Bibel, glauben nicht mehr an die Auferstehung und sagen dann, ob ICF eine Sekte ist, ja oder nein, vor den Medien. Genau das Gleiche. Vers 10. Geh ein bisschen weiter, damit es ein bisschen positiver wird. Fürchte dich nicht vor dem,
was dir noch bevorsteht. Also Gott sagt, das war alles Einleitung. Du warst in Smyrna nicht Christ, weil du gesagt hast, wenn ich gläubig bin, bin ich reich. Wenn ich gläubig bin, habe ich die Gunst. Wenn ich gläubig bin, habe ich die Gnade. Du warst in Smyrna nicht wegen dem gläubig. Du warst gläubig, weil du gesagt hast, ich habe Jesus erlebt. Und ich halte an Jesus fest, weil er ist meine Erlösung und mein Ticket in den Himmel. Hör gut zu und that's it. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen und euch auf die Probe stellen. 10 Tage lang werdet ihr leiden müssen. Die Ermutigung bei Smyrna war gewesen bis hierhin. Jungs, das war die Einleitung. Good News! Jetzt wird es noch schlimmer. Die 10 Tage möchte ich euch aus der Geschichte ganz kurz repräsentieren. Was heißt 10 Tage werdet ihr leiden müssen? Es kam nach diesem Brief 10 Kaiser. Und ich lese euch ganz kurz vor, die 10 Kaiser. 169 nach Christus findet in Smyrna die blutige Hetzjagd gegen alle Christen statt. Das war der erste Tag, von dem die Offenbarung spricht. Im Jahr 202 stellte Kaiser Severus Bekehrung zum Christentum war eine Todesstrafe. So nicht, ich gehe ins ICF, kommst auch mit. Du hast gewusst, dann bin ich morgen tot. Ja, 250 nach Christus machte Kaiser Decius eine erste systematische Christenverfolgung im gesamten römischen Reich. Im Jahr 258 nach Christus, Kaiser Valerian hat gesagt, es ist verboten, euch zu treffen. Und wir werden auch die Bischöfe, werden wir einfach alle verhaften. Ja, 303 nach Christus, der Kaiser Diokletian macht das erste Edikt, und das muss man gut hören, was man gesagt hat. Verboten von allen Gottesdiensten. Wir werden alle Kirchen zerstören. Wir werden alle Bibeln abschriften, werden alles verbrennen. Wir werden alle christlichen Beamten werden invertiert. Die Ämter sind verboten für Christen. Wir werden die Bischöfe einfoltern, einkerkern. Es gibt eine Todesstrafe ab jetzt, wer nicht mehr einmal pro Jahr dem Kaiser Weihrauch bringt. Das, liebe Leute, waren die 10 Tage, von denen die Offenbarung schreibt. Ich sage, Gott, ich bin so dankbar, bin ich in Wallisellen, lebe ich. Und das Glattzentrum ist sehr, sehr nahe. Nee, liebe Leute, wir haben oft keine Ahnung, wir leben im Fairy Tale. Was wir hier leben mit offener Meinung, ist auf der ganzen Welt nicht mehr Realität. Nach dem 10. Kaiser, nach diesen 10 Tagen, kannst du auch geschichtlich nachlesen, gab es eine Wende. 311 nach Christus, Kaiser Galerius hat gesagt, von Nikodemia, das Christentum, die Verfolgung, hat nicht funktioniert. Liebe Leute, es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Dann sagt der Kaiser Konstantin 311 nach Christus, Mailänder Vereinbarung, wir brauchen freie Religionswahl für alle römische Bürger. Es gab eine Change nach dem 10. Kaiser. Offenbarung 2, Vers 10b. Da sagt Gott zur Gemeinde in Smyrna, Armut, sie werden verpfiffen, sie werden gefoltert. Jungs und Mädels, bleibt mir treu. Auch wenn es dich das Leben kostet, dann werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Als Gott das sagte, der Gemeinde von Smyrna zitiert, gibt es den Polycarp, den Bischof von Smyrna. Ich habe ein Bild mitgebracht. Er wurde gefangen genommen. Man hat ihn verbrannt, aber er ist nicht gestorben. Dann hat man ihn mit dem Dolch erstochen. Und Polycarp macht ein Zitat, das muss ich mir vorstellen. Ich habe das aufgeschrieben, er sagte, 86 Jahre habe ich Christus gedient. Er hat mich nie im Stich gelassen. Wie könnte ich meinen König lästern, der mich von meinen Sünden und Fehlern
gerettet hat. Es gibt ein Zitat, und ich möchte es euch nennen. Das kommt von Tertullian, wortwörtlich: Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Jetzt sage ich dir etwas ganz, ganz ehrlich. Oft jammern Christen, warum macht Gott nicht größere Wunder in Europa? Wieso werden Blinde nicht sehend, Lahme können nicht mehr gehen, die Toten bleiben tot? Warum erleben wir nicht die Apostelgeschichte? Ich sage dir warum. Niemand von uns wird gesteinigt. Niemand von uns wird gefoltert. Und niemand von uns wird ins Gefängnis geworfen. Wir wollen die gleichen Resultate der Apostelgeschichte, aber nicht das Negative. Das ist das Butter und das Weckli. Pfeffer und Weckli zusammen wird niemals funktionieren. Und eines, liebe Leute, was mich die Offenbarung lehrt, gibt Mut. Die Hölle kann den Himmel nicht überwinden. Sie haben alles versucht. Und je mehr Blut geflossen ist, desto mehr kamen Menschen zum Glauben. Lukas 12, Vers 5 habe ich noch einen ganz passenden Bibelvers gefunden per Zufall für Smyrna. Ich will euch sagen, was ihr wirklich fürchten sollt. Fürchtet Gott, der euch nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, euch danach in die Hölle zu werfen. Ja, fürchtet ihn ganz allein. Du findest keine einzige Kritik bei Smyrna. Nichts. Ihr wart treu. Ihr wart arm. Ihr wurdet verfolgt. Und niemand von euch hat den Glauben auf die Seite geworfen. Ich habe eine Statistik mitgebracht. 340 Millionen Menschen, Brüder und Schwestern, Christen, werden auf der ganzen Welt verfolgt. Man sagt, 1 von 7 wird verfolgt auf der ganzen Welt. In Afrika ist es 1 von 5. Und in Asien ist es 2 von 5. Jetzt sagst du, ja, aber wirklich? Das Christentum nimmt in Europa ab. Ist schon mal aufgefallen? Aber nur bei uns. In China, in Indien, in Asien, in Südamerika explodiert das Christentum. Überall da, wo auf der Landkarte siehst, wo Menschen verfolgt werden, explodiert das Evangelium. Und ich finde, Corona war die beste Season ever. Das hat den Spreu vom Weizen getrennt. Die on fire waren, waren noch immer on fire. Und die nicht on fire waren, die sind irgendwo nicht mehr on fire. So eine Offenbarung hat unsere weltliche, easy going, ich gehe in die Church, nein, heute ist die Sonne schön, oh, Party. Diese Dinge hat es gesplittet. In Asien gehst du in die Church, weil du brauchst Gebet von deinem Bruder, von deiner Schwester für die nächste Woche, nächsten Tag. Ich war vor einer Woche an einem Meeting AVC, verfolgte Christen in Deutschland. Wir spenden an AVC. Wir wollen eine Stimme heben für die Menschen, die keine Stimme mehr haben. Die Bibel sagt, kümmert euch für die Witwen, Waise und verfolgten Christen. Das haben wir gemacht. Und es gibt eine Geschichte, die habe ich gehört, höchstpersönlich von Pakistan. Und der Pfarrer hat auf der Bühne gepredigt und ich musste nach ihm dann preachen und das war eine Katastrophe für mich, weil ich habe gedacht, ja, super, was kann ich schon sagen? Und er hat ein Video gezeigt, dass in Pakistan werden Blinde sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf. Gott macht ein Wunder nach dem anderen spektakulär. Du kannst die Bekehrungswelle nicht mehr stoppen, aber am nächsten Tag kann es sein, dass du tot bist. Ich habe ein Bild mitgebracht, ein Video, das du siehst, wie dramatisch Christen leben und denen kommt es nicht in den Sinn, zu sagen, bin mir nicht sicher, ob dieser Teil der Bibel stimmt. Das ist sicher im Kontext falsch. Nee, die sagen, Jungs und Mädels, ich habe Jesus erlebt. Und ich kann nicht meinen Glauben absagen. Hier ist ein Video von Pakistan, real, echt, dass du merkst, wie geht's da zu und her. हमें नहीं पता किधर जाना था किधर नहीं जाना था घर सारा कुछ जला के रख दिया इधर 3 साल यहाँ पे महफूज नहीं हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए हमारे लिए कानून नाफज किया जाए हमें सोए हुए बाहर आवाजें आने शुरू हो गई लगाया हमने ताकि हमारे जाने महफूज रह सके
ये पाकिस्तान के लिए एक स्याह दिन था जब 16 अगस्त 2023 को फैसलाबाद जड़ावाला में बाइबल मुकद्दस और गिरजाघरों को जलाया गया। छब्बीस गिरजाघरों में, जिनमें कैथोलिक चर्च, साल्वेशन आर्मी चर्च, पेंटिकॉस्टल जैसे चर्च, जिनको नजरे आतिश कर दिया गया। मसीहियों को खौफजदा करके उनको घरों और इबादतगाहों से भगाने पर मजबूर कर दिया गया। पाकिस्तान में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा हो रहा है और शहर पेशावर भी इसकी लपेट में आ चुका है। So, ihr Lieben, der Pastor von Pakistan, bevor ich gepredigt hatte, hat angefangen mit einem Statement. Und ich habe gemeint, ich habe mich verhört. Er hat gesagt, 5 Leiter in unserer Gemeinde wurden ermordet. Und er sagte, praise the Lord. Mit anderen Worten, danke Gott für das Blut der Brüder. Weil das ist das Fundament der Weckung von unserer Church. Und ich habe mit ihm gemeldet diese Woche und hat ihm gesagt, in dieser Woche wurde ein 6. Leiter von ihrer Kirche ermordet. Und er sagt am Telefon, praise the Lord. Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Erweckung und der Kirche. Ist jetzt nicht, dass ich das jetzt per se einfach sage, ja, come on, aber liebe Leute, es gibt im Glauben eine Realität, die wir einfach nicht verleugnen können. Und ich habe eine Liste mitgebracht und ich stelle uns eine ganz einfache Frage, auch mir. Was sind die Challenges, die wir haben? Vielleicht haben wir ein bisschen Mobbing. Vielleicht wirst du verleugnet, weil du an Jesus glaubst, dir eine Beziehung zerbrechen, weil du Christ bist, du hast keinen Job, du hast Streit, Cancel Culture, Einschränkung der Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Ein junges Mädchen hat mich letzte Woche gefragt. Die ist Moslem, zum Glauben gekommen, hat gesagt, Herr Becker, ich werde gemobbt von meiner Familie. Ich werde sogar enterbt von meinem Vater. Was kann ich tun? Dann habe ich gesagt, ja, beten. Sagt sie, ja, beten, willst du mich verarschen? So wortwörtlich, das mache ich ja. Aber irgendetwas gibt es eine Strategie. Dann kam mir ein Bibeltext in den Sinn, in Offenbarung 2, Vers 11, und ich möchte mit ihm enden. Wer Ohren hat, der soll hören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Das spricht auch zu dir, zu mir, zu uns und allen. Wer durchhält und den Sieg erringt, der wird den zweiten, den ewigen Tod nichts anhaben können. Und ich habe zu ihr gesagt, es gibt eine Gemeinde in Smyrna. Und alles, was Gott zu der Gemeinde sagt, alles, hey, halte durch. Punkt. That's it. Und ich möchte heute den Menschen sagen, die todkrank sind und gläubig sind, halte durch. Den Menschen, die aufgrund vom Glauben Niederlagen erleben, halt durch. Ich möchte ICF Zürich sagen, halt durch. Ich sage dem ICF Movement, halt durch. Wir haben einen Pastor in unserem Movement und ich möchte mit dem enden. Die haben in ihrer Stadt 100 Gebäude abgeklappert. 100 Gebäude abgeklappert.
Und nicht eine Gebäude bekamen sie. Und die Antwort war jedes Mal, 100 Mal, wir vermieten kein Gebäude an eine Kirche. Es ist nicht weit weg von hier. Ich glaube, dass die Zeiten sich für uns ändern werden. Du wirst nicht mehr gläubig sein können, weil es ist lässig. Nicht, weil Gott dir für gnädig ist. Nein. Wenn du nicht eine Offenbarung hast, wieso du gläubig bist, gibt nur einen Grund. Jesus hat meine Sünde genommen und er ist die Brücke zu Gott. Punkt. Und alles andere ist vielleicht Beilage. Hey, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Unsere Kirche ist nicht auf der Spenden von ein paar wenigen Leuten aufgebaut, sondern beruht auf der Großzügigkeit von vielen Menschen. Und wenn du ein Teil davon sein möchtest, auch mit deinen Finanzen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen bei dir. Danke vielmals auch für deine Gebete. Ich hoffe, die Predigt hat dich angesprochen und manchmal denkst du, ich kenne genau eine Person, die ist in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch einfach den Link, weil es ist so einfach und so simpel und es kann einen großen Segen werden für viele Menschen. Hey, abonniere doch unseren Kanal, damit du immer die neuesten News bekommst. Und es war mega schön, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.